Moin und willkommen zum Minette Mashup! Podcast von Minette UNESCO Biosphäre, eine Partnerschaft mit dem IK, CNC und dem MOA. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von dem Minette Mashup Podcast. Wir sind alle Hi. Hallo, hallo. Moin, Hanna. Hallo. Moin. Ja, als Reis geht weiter. Wir sind auf einem neuen spannenden Platz am Minute und haben einen coolen Gast dabei. Ja, und wen ist das heute? Das ist kein anderer als den Freestyle-Fußballspieler und Filmmaker Sven Fielitz. Hallo. Moin, Sven. Moin, Sven. Ja, Sven, willst du dich ein bisschen vorstellen? Ja, das kann ich gerne machen. Also, auf diesem Moment, merci, dass ich dir im Podcast mit dabei bin. Merci dir. Es sind Sven, ich mache, wie es gesagt ist, Fußball-Freestyle. Machen das seit 15 Jahren. Und nebenbei, oder nicht nebenbei, ich mache die zwei Sachen, mache eben auch Videos. Also, ich bin Videograf. Wow, das ist ganz krass und wir werden dich auf jeden Fall froh und weißt du, die zwei gleichzeitig machen kannst. Das ist wirklich cool. Fangen wir mal an mit dem Freestyle-Fußball. Wer ist das überhaupt? Ja, das ist eine Sache. Ich schon die Frage schon oft beantwortet, dann irgendwie ändert meine Definition immer ein bisschen. Ich ging so, dass eine Kunstform, ja, war eine Sportart, wo es darum geht, sich mit dem Ball auf eine kreative Art und Weise auszudrücken und ja, auch sich selber zu weisen auf eine gewisse Art und Weise, weil für kreativ zu sein, musst du ja ein bisschen ja, deinen eigenen Input immer draufbringen, den eigenen Touch so und ja, es geht darum, sich eben da auszudrücken und ja. Cool, also das kann ich nicht wie Fußball spielen umfangen vorstellen. Das echt also nicht tanzen, mehr so Tricks machen ja, mit dem Fußball. Das mit dem Tanzen ist schon eine gute Richtung. Okay. Ich ging schon so, dass du ein bisschen wie Tanz mit dem Ball. Okay. Also tut am Anfang wenig mit dem Fußball, mit dem klassischen Fußball zu dienen, außer dass du natürlich einen Ball hast. Ja, wie am Tanzen geht ja auch am Tanz darum, sich auszudrücken, sich zu bewegen, frei zu sehen. Und dieselbe Mentalität tust du eben auch am Fußball-Freestyle. Oh, cool. Dann hast du aber bestimmt mit dem Fußball angefangen, oder? Ja, ich habe schon mal Fußball angefangen, wie ich klein war. Und ja, irgendwann habe ich den Freestyle entdeckt, da hatte ich im Internet so Videos gesehen von anderen Leuten, die das gemacht haben. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich damit wohl selber aufhängen. Und dann habe ich dann ja, so Einzeltricker angefangen zu üben. Aber wie ich dann so die ersten Successes hatte, ja, das gibt einem so eine gewisse Befriedigung und dann wollte ich das immer weitermachen. Aber ich hatte niemals gedacht, dass ich das irgendwie professionell machen, so wie ich das heutzutage mache. Und wo lehrt den dann die Tricks? Erfindest du die selber oder guckst du das auf YouTube? Ja, also wie ich angefangen habe, du gibt verschiedene Basics, die ich kann lernen. Ja, du guckst dann eben YouTube-Videos und probierst das irgendwie not zu machen, mit Ziel, meiner Meinung nach, also später hin eben seine eigenen Moves zu kreieren. Und du kannst da Inspiration sichern, sie wird am Tanz, an der Akrobatik, worum du willst. Also es gibt keine Grenzen, du. Und ja. Wow, cool. Das heißt, du hast am Anfang deinen eigenen Stil entwickelt, du hast deine eigenen Moves. Ganz genau, ja. Kannst du mal von den Sven seine Moves beschreiben? Ganz schwer. Also ich ging so, mein Stil definiert sich dadurch, dass ich einen gewissen Flow habe, wo ein Trick fließend an den nächsten übergeht. So. Natürlich schon auch eigene Moves, also Tricker selber, aber wie gesagt, also ich probiere wirklich so, wie am Tanz eine Fluidität mal dran zu bringen, ja, Flow like Water irgendwie so an dem Genre, für das da doch irgendwie schön ausgesehen. Also, weißt du, es gibt verschiedene Freestyler, die, also das ist auch immer so, wie es alle Land hat, so seinen eigenen Stil, irgendwie, wenn du zum Beispiel die Japaner guckst, die haben einen ganz kreativen und originellen Stil. Wenn du die Franzosen guckst, die sind immens auf Musik aus, die lauschen immens auf Musik, machen dann Trick auf Musik.
Und wenn du Russen guckst, die sind immens technisch stark, aber ich fand, das sieht dann nicht so schön aus, nicht so flott aus. Und das selbst wo ich Wert drauf, also was mir wichtig ist, dass es am Freestyle irgendwie, dass es flott aber ausgesehen, für den guckt, dann nicht so robotisch aufgehakt irgendwie. Ja, da an dem Domain habe ich irgendwie mein Stil so entwickelt dann. Du hast ja gerade von verschiedenen Ländern so geschwärzt, hast du schon international so mal Kompetitionen mitgemacht? Ja, habe ich schon in verschiedenen Ländern mitgemacht. Da gibt es zum Beispiel einen Energy Drink, den alle 2 Jahre so eine Kompetition organisiert, wo ich dann eben die Chance hatte, für Lützeburg zu repräsentieren. Und da hat mich schon an Länder wie Japan, Brasilien, Marokko, Ägypten, also verschiedene Länder gefordert, gebracht, und dafür sind ich immens dankbar, dass ich durch den Freestyle eben konnte so viel reisen, weil wie ich angefangen habe, wie ich wieder gesagt habe, habe ich schon niemals gedacht, dass ich das Kind auf dem Niveau mache, wo ich es heute mache. Und ja, die Erfahrung, die ich konnte sammeln, das ist immens flott gewesen. So. Bei so Kompetitionen trittst du ja dann auch auf der Bühne ab, als dann du auch schon ein bisschen schief gegangen oder etwas Peinliches geschieht, so dass der Ball, ich weiß nicht, so sind zwischen geflohen, also da so. Das war doch Teil vom Move. Ja, voilà. Ja, also ich muss sagen, bei der Kompetition, du kannst immer mal vorkommen, dass du den Ball fallen lässt, dass du ein Drop musst, wie wir das nennen. Und du hast dann eben eine Jury, die das dann jugiert. Also, das ist nicht dramatisch, aber wenn du natürlich an deinem Set alle 2 Sekunden den Ball fallen lässt, dann könnte das nicht so gut tun. Aber ja, etwas Peinliches, ich hatte am M-Club zuletzt eine Show gemacht. Wow. Und irgendwie zum Schluss, als der Ball mal entwutscht, an den an die Leute gegangen, so einem, also es war nicht fest so, aber es war einem so. An den Gesicht Mit gegangen. das Gesicht, den konnte ich noch so letzten Moment irgendwie schützen, so, aber ja, das war ein bisschen peinlich. Und wie hast du das damals gesaved? Das war ganz zum Schluss geschehen, also bei dem letzten Move. Und dann Dürfte Ball halten. Person dürfte Ball halten. Ich probiere so schnell wie möglich von der Bühne zu gehen. Okay, beste Name. So als Freestyle-Fußballer, wir haben ja schon gesehen, du hast 4 Mal abgemacht und Lunge schon 3 Ball. Hier steht, du warst näherens NRW ohne Ball. Ja, das stimmt. Ich habe immer jetzt 4 Ball dabei. Aber das auch, weil ich nicht immer mit dem selben Ball trainiere, also die verschiedenen Sorten von Ball. Dann hast du einen Schmählosch auf den E-Ball, dann hast du einen Schloss auf den anderen Ball. Und ja, dann für mich praktisch schon am Auto. Schon direkt dabei. Ja. Auch ganz praktisch, ganz blöd. Wir sind ja an einem kleinen Netz, du drehst an einem Netz. Ja, Ich hatte nur erwartet, dass du jetzt mal fallen nicht im Arm. Nee, die sind tatsächlich an einem. Ja, das ist auch so eine Art Ausdrucksweise, also Expression, wie du dich ausdrückst mit dem Ball. Und ich fand es von mir flott raus, wenn du den an seinem kleinen Kirchen hörst. Das nennt sich Ballholder. Okay. Das heißt ein japanisch Markt, die ist Keycraft. Der ist wirklich ganz schön übrigens. Und du hast so einen kleinen Schnall, wo du dann um den Rucksack oder irgendwo kannst befestigen, weil wenn du den Ball an den Rucksack musst oder an der Sportskurve, da Dann bleibt hast du nicht viel schon voll. Platz. Ja, da bleibt Ja. nicht viel Platz für andere Sachen. Wir machen auch nur ein Foto, meine ich, dass Ja. Zuhörer können Ja, sich ja. etwas vorstellen. Das Ja. ist ganz flott. Ganz extra. Schon ganz an Detailer halt. Ja, vom aber ja, Freestyle. das ist wirklich interessant. Ja, wir haben nicht viel davon erkannt für drin. Also Ja. das ist schon interessant, die technischen Sachen noch zu wissen. Ja, genau. Und es gibt noch viel weibliche Freestyler, die das auch machen. Ah, Also, wirklich? ich kann dir da Okay. ein Video schicken. Das Ja, ist, das wäre cool. die Ja. sind ziemlich gut in der Weh. Also, Auch zu Lützeburg, oder? Zuletzt zwischen noch nicht, nee. Okay, Ja. das Mach könnt nicht, noch. mach nicht. Also wenn eine Bausen das halt zuletzt zwischen hat gerade lauscht hat, dann melde ich. Ja, Ja, ja. Also wenn ihr das machen will, wie geht ihr dann für? Geht es Vereine zum Beispiel oder? Wie schon gefallen und war das ganz noch nicht so entwickelt wie heute Stars. Und da habe ich mir einfach Sachen angeguckt und probiert, das not zu machen. Heute Stars gehen nicht auf verschiedene Länder, also verschiedene Freestyle und so Freestyle-Schulen abgemacht, wo du das da kannst lehren. Mit das aber das ein Straße, also ein Street-Sportart so, und das lehrst du so ein bisschen durch eine Community, die es gibt, durch
ja zu Summe komme von eben andere Leute, die das auch machen und dann inspirierst du dich und das ist nicht so, dass du an eine Kur gehst und dann die ganze Kur E-Move trainierst, also das ist einfach so ein bisschen autodidaktisch und ja, jeder hat auch eine andere Art und Weise für das für daran herumzugehen. So. Okay. Und du hast dich aber auch mit Janka engagiert, oder? Für Kuren zu gehen? Ja, also als Lützeburg zum Beispiel habe ich mit dem SN Giotto zusammen geschafft, die machen alle Jahres die Freestyle-Tour, wo wo die Showklasse bei uns kommen und dann bringen wir ihnen verschiedene Freestyle-Sportarten bei, wie zum Beispiel Skateboard oder auch Breakdance, Tanzen, Hip-Hop und eben auch Freestyle in dem Moment. Wow, ganz cool. Ja, also genau, du warst auch Filmmaker. Wie ist es dazu gekommen? Du hast mit Freestyle Football angefangen und dann Filmmaking oder? Ja, also der Freestyle habe ich mit 14, 15 Jahren angefangen und das war am Anfang einfach so ein Hobby, was ich gemacht habe. Und ja, wie du so weit kommst, dass ich mich entschieden habe, was ich in meinem Leben mache, weil ich versuche, wann ich mein Freestyle so kann verdienen, als das etwas, was ich nicht bis 40, 50 Jahre kann machen. So. Also ich werde so lange machen, aber nicht vielleicht auf einem professionellen Niveau. Und ja, dann habe ich gedacht, was studiere ich und dann hast dann irgendwie auf die Filme gekommen, weil ich auch schon durch das Freestyle-Leben, durch die Filme von meinen eigenen Trainer ja, und Filme kommen sind dann schneiden von den Videos. Und ja, so sind ich dann darüber gekommen. Okay. Also du hast dann Filmmaking studiert? Ja, oder, genau. Wo an Deutschland oder? Zu München an Deutschland. München, ja. Cool. Und was für ein Studium? Oder Filmmaking selber oder was? Das ja fangen also ein generellen Studium, wo du dich aber auch kannst spezialisieren. Also am Anfang lernst du von Regie bis Produktion bis Postproduktion alles so ein bisschen, auch Geschichte vom Film. Und ja, später am 3. Semester kannst du dich da spezialisieren und du sind da mehr in die Richtung vom Schnitt gegangen, also Montage von Video und Postproduktion. Und ja, heute am meinem Beruf mache ich aber beides. Also ich mache Video, also ich filme selber und ich schneide es auch. Also das hängt immer vom Projekt auf. Cool. Und was für Projekte müsst du dann am Moment? Oder ganz verschieden. Also also ich bin da noch nicht so meine Nische von diesen zwei. Ich probiere gerade einfach alles bis hier aus. So. Von Imagefilmer für Entreprisen bis so Eventproduktionen, Highlight-Videos. Ich habe auch für kurzem eine Hochzeit noch gefilmt, wollte ich mal probieren. So. Und ja, und auch, dass ich mit Künstlern zusammen arbeiten, Tanzproduktionen oder so. Also das ganz divers. Verschieden. Ja. Das müsste doch spannend, oder? Wenn es ja. Verschiedenes Ja, ich meine, ich kann mich einfach nicht festlegen, so auf etwas, weil dann muss ich dabei bleiben. Aber das vielleicht kannst du besser, sich auf etwas festzulegen, dass du dich daran kannst spezialisieren. Hast du dann spezifische Beispiele, vielleicht auch am Minet zum Beispiel, hast du einen Film gedreht oder wusst du mit dem Freestyle Fußball hier Also letztes Jahr hatte ich für Luxemburg Pride Week, da hatten wir am Bürgermeister heute zu Asch also da war das Gemengen, an der Gemengen zu Asch, da haben wir gefilmt. Dann am Freestyle aber der Freestyle-Tour vom SNJ, den hast dann immer an der Kulturfabrik gewirrscht, cool. an der Kufa. Ja. Das gibt einen anderen Freestyle, also Gipur Freestyle zuletzt mit das den aus von Dave Ding. Und du treffen wir uns dann heinst du am Jugendtreff, okay. am Jugendhaus, wo wir dann zusammen trainieren dann. Cool, ja. Cool. Und was sind bis du deine Impressionen vom Minet? Ja, weil das ist ein gut froh. Wo warst du an was du aus dem Minet oder nicht? Das ist froh. Nee, ich bin nicht aus dem Minet, ich bin von Niederrhein. Und ja, was gefällt mir Minet? Also erstens mal Kultur, so dass viel Kultur gemacht wird. Du kannst dich ja, durch Aschlafen und du siehst viel Strassenkunst, viel Graffiti. Das fand ich immens flott. Und
Ja, noch Natur du baust also ich ging Heinz du kommst bis an de Minata spaieren wo die mich gefrot hat wo man kennt vielleicht Higo und so dadurch von wie ich die Platz ophacht oder so zu Diedling also du bei war das der Terrouge auch du an der Gegend also du gingst immens gerne spaieren ja ich bin noch ein Naturmensch gehe gerne raus an ja, ich meine, der Minat, der Süden hat viel zu bieten. Und ja, das kann ich nie genug kriegen. Das ist ja die perfekte Überlegung. Ja. Als Location vom Mond. Ja, genau. Also ich hätte wieder gesagt, für mich ist es ein perfekter Mix aus Natur und Industriegeschichte. Ja, auf jeden Fall. Das, es muss am Anfang durch die Natur gehen, also durch die Busch gehen, für ja zu kommen. Mit kann ihn fahren mit dem Auto. Kann ihn aber auch den Bus holen, Nummer 12, so wie ich. Ja. Von Asch, das geht nicht weit. Also das ist am Anfang ein bisschen südlich von Asch. Und wir sind an einer Kaul? An einem Dall, ja. An einem Dall, wo ganz schön all Gebäude stehen, mir aber auch ziemlich divers Gebäude. Also das ist am Anfang ein bisschen Schneewittchenland, oder? Also ja, ein bisschen wie Märchen. Das ist schon ein bisschen märchenhaft. Ja. Und dann gesagt dann aber auch von den an, die kleinen Häuser guckt, gesagt ein paar gruselige Tools. Die vielleicht an Puppen. Ja, und wir sitzen am Anfang auf Banker an Urben hängen Kleider über Eis, also das schon ein Kleider dann Dinge Impressionen, wo man hier Sitcom sehen. Ich wollte am Anfang du weiterführen, also die Kleider, die hier hängen, für das in das im Podcast kann irgendwie sich vorstellen, die hängen auf so Seelen, an die Seelen, die kann ich Robberhof zählen. Und ja, wir sitzen gerade auf so Hölzebänken, das sind so Bänke wie noch an Westjahre bis den hört. Und ja, mein Eindruck, wie schöner kommen sind, also das flott so, das Natur rundherum an ja, die Häuser, von denen da geschwärzt wird, an den auch Schiene gesehen. Ja. Ja. Vielleicht. Ja, eine mega Beschreibung, eigentlich. Ja, sollen wir verroden dann, wo wir sind? Ja. Ja. Wir sind zu Asch am Allergrund. Genau. Und voilà, das heißt mein Katzenbirsch gewirrscht. Und hier gab eben den Eisenerz aus der Mine geholt. Und rundherum also das Sitz besteht noch immer, wo die Mine war. Und rundherum ist ein ganz Naturreservat entstanden. Und mehr spezifisch, wir sitzen hier in der Salle des Pendus. Da sind wir am Anfang, wo der Bestatter eher so in die Grube gegangen sind, hier Kleider am Anfang raufgezogen haben und dann hier Arbeitskleider raufgezogen und sich anders das so getan. Ja. Genau. Ja, wir sitzen an den Cockerel Musee, also den Salle des Pendus an den Cockerel Musee. Genau. Ja, ja genau, also wir sind also den Sitz selber ist den Allergrand und am Anfang ist da ein großes Naturreservat, wie du gesagt hast, Jenny. Und das ist seit spät 80er Jahren ein Naturreservat gehen. Und das ist am Anfang auf der Grenze zu Frankreich, also ganz am Süden von Lützeburg. Und genau, und hier ist die Gebäude von die Tagebauzeiten. Und lo sind die Gebäude umgebaut gehen und werden lo neu benutzt. Also zum Beispiel, weil wir sitzen, das lo ein Musee und dann geht es auch den Büro von den ANF. Administration des Nature et Forêts. Merci, Lori. Merci, Lori. Und dann noch den Büro von den ProSüd für uns schaffen. Und ja, du kennst auch eine neue Ausstellung an einem von die Gebäude nächstes Jahr und du hast auch eine Brasserie, den Brasserie Schmidt, genau. Und ja, und wir haben auch ein bisschen recherchiert, ein bisschen über die Geschichte von Platz. Ja, wir haben erst ein paar
Fakten mitgebracht. The not so fun facts. Not so fun facts. Nee, mit das hier wirklich, also wir sind halt wirklich an einer Location, wo die Geschichte immens präsent aus nach immer, aber wirklich ganz viel geschafft Kinders. Ja, und noch alles gut erhalten blieben das, weil wie Tanja sagt, also die Gebäude sind zwar umgebaut gehen, wir sind aber aus sich von außen echt restauriert gehen. Und sie sind nicht also neu gebaut gehen oder so. Das Site besteht noch immer viel so wie er war. Genau, ja. Und du hättest sich auch eine Assoziation die sich engagiert, das d'Entente Min Coqueril und die hat früher an Iranisch das geheischt, aber voilà, die haben sich immens viel engagiert für heute Musee auch abzubauen. Und sich soll das ein Hommage sein und all die Leute, die hier an der Minen schwer geschafft haben, ein bisschen repräsentieren, dass die Arbeit doch nicht wirklich einfach war und ziemlich hart Arbeit war. Und ja. Ja, es gibt natürlich auch von der Welt an der Musik kommen viel Dokumentation, also von Fotos, aber auch verschiedene Räume, wo am Anfang rekreiert gouf ja bis für drin ausgesehen huet wie Jenny so mit den Arbeitskonditionen und so ja und natürlich auch viel geht auch viel Material ausgestaltet die sie für drin also wie Derbestoffreier an Mine geholt und ja geht viel zu gesehen. Sven, was war dann dein anderer Glohalbonnen am Musee? Was war das dir direkt irgendwie aufgefallen oder was hast du nicht erwartet? Aber die Kleider, die hier hängen, die, das wird schon irgendwie etwas. Das ist ein bisschen kann gruselig. sich das ist ein bisschen gruselig, ja, aber kann sich vorstellen, ein bisschen, wie das dann früher hier so war. Also, das tut ein bisschen kahle Atmosphäre hier bannen, obwohl du gehitzt hier bannen hast. Das mir als für drin den Nummer angefallen war, das deutsche Wort für La Salle des Pendus war die Waschkaue. Ja, genau. Okay. Und ja, durch die Kleider, die abgehangen sind, konnten dann auch immer gesehen, wen Miner gerade an der Mine ist oder wen hier ist. Genau, also mir sitzt ja hier und du gesagt auch am Funk Nummern von all den Mineren, also ich weiß nicht wie das nennt auf Lützeburg, sie hatten also Tags Metall Chip oder so ein Plakat wo hier die Nummer drauf stand und die haben dann immer hier bei den Kleider sie haben die Wasch geholt wenn sie gegangen sind an hier stand dann bei all Fiesel steht eben hier dann so die Nummer auch an die haben sie dann draußen ein bisschen unhängen und so ein Tafel für do an Min zu gehen der Tisch da go warum den noch immer gesehen wie eng habe ich da sind an der Min aber wie eng sind schon raus Hanna du bist ja mehr so die Naturseite von uns hast du vielleicht nach irgendwie etwas Interessantes was den so muss wissen oder kann wissen über die Naturreserve hier rundherum werde ich über den Allergrand Fest als das ja viel heute zu gucken geht. Das ist ein Naturschutzgebiet und da sind viele verschiedene ganz spezifische Arten, die in hier finden kann und das wird auch an den Quiz kommen. Ja, hier sind ein Därenpark zu gesehen, hier sind auch Weihern, da den auf Trippelwehr oder Wanderwehr kann gesehen. Eine witzige Geschichte über die Weihern. Das ist immer, also da das ziemlich nah bei uns hier auf den Site Allergrand. Da kommen anscheinend viele Leute mit Haustieren, also so Goldfishes, wie nennt ihn das auf Lützeburg? oh nee Goldfisch. Goldfisch, merci. Ja, die kommen mit Goldfisch nicht unbedingt tot, also auch noch immer lebendig, einfach für sie also einfach ja, auszusetzen, wenn sie plündern Fleisch und dann gesehen ihn anfeuern, die Goldfische. Also einfach. Also schön für die Goldfisch, weil sie leben. Nee, Hanna, das war bestimmt nicht so gut für die Natur, also vom Weiher, oder? Ja, genau. Also die sind nicht endemisch für die Feiern und dann das kann schon dazu kommen, dass sie die anderen Arten dann
steuern. Also das nicht so gut wird. Also nicht erdeieren am allergrund aussetzen, Ja. was ich gelebt. Ja. Ich schon mal durch die Goldfisch ist mega happy, dass du aus den kleinen 50 cm Quadrat raus hast. Ja, den Goldfisch Nee, ist bestimmt das hat ja einen glücklich. Einfluss auf ganz Biodiversität. Ja, genau. Die gehören am Anfang nicht an den Ökosystem von den Allergrund. Also ja, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Mehr anscheinend, ja. Sorry. Kann du da schon irgendwie feststellen, dass du Arten irgendwie verschwunden sind, die für rund da waren? Oder ich weiß so nicht, wie groß die Säger da sind oder die. Ja, die sind mega klein, die Weihren. Ich meine, die Hunde. Das war ja okay. Ja, Okay, war ja mega klein. Die Hunde nicht spezifisch Recherche noch nicht gemacht, aber ich meine, also das kennt Hefisch für das. Also ich meine, den Goldfisch ist ziemlich, das kann an ziemlich viele verschiedene Ökosysteme einfach ranpassen. Und kann gut dann für rumkommen, mit das schürt dann die anderen, weil das hält dann Nährstoffe weg und alles. Also Ja. ich Ich bin meine, das geht schockiert. schon. Also, was denken Sie, die Leute wirklich? Also die denken einfach, weißt du, siehst, also oh, den Goldfisch ist bestimmt glücklich, wenn ihn nur mehr Platz hat. Also ja, ich meine, die denken nicht an die schlechte Zeit. Anscheinend gehen Leute auch ja, Kaninchen auch wahrscheinlich an die Kirche. Oh nee. Also, am Anfang ist den Allergrund gar nicht so Kaninchen. verstopft. Wir schwätzen Oh. nicht darüber. Ja, also Ja, sei nur, die Allergrund Kaninchen lebt da. ja, genau, mir ist schon dann einfach viel zu schwer, dass ich dann rausfand. Sad Fun Fact. Ja, Ja. sad Fun Fact. Hanna, du sollst in der Park, ich meine, nicht für Verwirrung zu sorgen. Ich meine, du meinst auch den Galliebirsch. Genau. Ja, weil das vielleicht flott zu wissen und das möchte flotten Lia zu einer von unseren früheren oder vierten Episoden. Hier kannst du direkt auf die Galliebirsch auch, also das Genau. ist über den Triple W, kannst du, bist du relativ sicher beim Park Galliebirsch. Das am Anfang, wisst ihr, so ist an der anderen Episode, Jenny, all roads lead to the Galibier. Ja, genau. Das ist alles verbunden. Ja. Ja. Ja, genau. Wie war das da von Heu bis auf die Gallibirsch? Ich meine, ob man es 30 Minuten oder so. Zu Fuß. Ne? Ja, zu Fuß, Das ist ja, das ja. wirklich Ja. machbar, also das ist nicht Ja, so Also weit. das ist nicht Ja. so weit, nee. Ja, genau. Also ich habe doch schon ein Trippeltier gemacht, dass ich im Galliebirsch fortgegangen bin und ich bin wohl nicht gemerkt, dass ich am allergrund gekommen bin. Und ich war, mein Auto steht aber im Galliebirsch. Ja. Und dann ich ein bisschen zurücktrippeln. Oh, wow, Ich meine, der Hund ja. war froh, ich war ein bisschen Ja. froh. Ja, ich wollte gerade sagen, Jenny, du kannst auch oft mit dem Hund rein, gell? Weil es sind ganz viele Trippelwehr auch am allergrund, also die können Ja, zu genau. Trippel kommen. Du hast mal von einem Trippelwehr erzählt, Jenny, den... Die sind ich selber noch nicht getrippelt, mehr effektiv. Also ich komme halt mal hin mit dem Hund trippeln und muss dann noch gucken, dass er nicht an die Weiher geht. Und nicht die Goldfisch abjäst, oder vielleicht doch. Genau. Und, ich hatte hören über den Trippeltür den heißt, wie heißt schon mal der Weg? Ah ja, das Circuit Norbert Heis. Und das ist ein bisschen so ein echter Wanderweg, weil das einfach schon zwischen 7 und 10 Kilometer. Und das ist auch ausgeschildert direkt, also direkt von den, ob das Site vom Allergrund könnt. Und den ist aber ein bisschen manchmal vernachlässigt gehen in den letzten Jahren. Und sicher ist das zurückzuführen auf eine Initiative von den Ascher Geschichtsfreunden, die haben den irgendwie damals angeschaut. Und da war eben der Mann, der Norbert Heiss, der war engagiert bei den Ascher Geschichtsfreunden. Und weil sie alle so froh mit ihm waren, manchmal eine ganz sympathische, haben sie den Veno Him benannt. Aber weil er ganz engagiert war für sich nach, also was interessant ist, weil wir mehr so über die Eisen- und Stahlindustrie oft schwätzen, mit denen hat sich viel beschäftigt mit, wer eine Geschichte geht, nach da vier drin. Und sich waren hier anscheinend immens viel kalten Arena an der Gegend. Dazu noch eine kleine Fakt im Titelbirsch könnt ihr erst da Sachen gucken. An den hat halt die Geschichte mehr abgeschafft, sozusagen mit den Ascher Geschichtsfreunden. Und da haben sie alles, also es stehen verschiedene Pannen schon auf dem Trippelweg. Und die soll aber neu so ein bisschen besser angeschaut gehen mit neuen Panoen und so. Und da ist sich die Forstverwaltung nur mit den Ascher Geschichtsfreunden am Gangen zu gucken, für den wirklich mehr Sichtspatz machen. Und da werden dann noch
Panoe kommen, die mehr über die nach so ein bisschen mehr prähistorisch Sachen informiert. Und dort sind noch ein flotter Fakt zu unserem Gallienbirsch-Exkurs. Da go anscheinend ein Kehr Wein gebaut. Und das kann ja nicht mehr durch Streamer kommen sehen. Und ja, mehr Details habe ich leider dazu nicht. Ich meine, das sind das schon, das ist super interessant. Ja. Und auf alle Fall, also ich habe doch viel darüber geguckt, also das habe ich ausgeschildert. Und die soll eben noch besser ausgezeichnet gehen. An Zukunft. Aber ich meine, es gibt doch noch viele andere Wanderwege. Es gibt da noch den Minot Trail. Genau, der Minot Trail geht doch durch, das am Anfang die 90 Kilometer durch die Minot. Und dann, Hanne, du gehst auch mega viel Trippeln, ne? Ja, ja. An der Mittagspause wahrscheinlich. An der Mittagspause gehe ich immer an den Wald, obwohl es kalt ist oder auch regnet. Ich gehe einfach anders. Das ist wirklich flott. Hey. Ja, und du kann ich noch mit dem Mountainbike in der W sehen. Und ich gesehen auch mega viele Leute, die hier lanscht fuhren, weil das bekannt dafür. Du gingst auch gerne rausgehen und wandern. Der Minot Trail ist doch bestimmt, das sind 90 Kilometer durch den ganzen Süden. Das wäre doch ein Challenge für die nächste Jahr. Was ich vielleicht an einem Mond machen, so. Für Alltag pro Kilometer. Genau. Nee, also, ja, 90 ist schon heftig. Ja, wieso nicht? Also ich werde definitiv nicht zurückkommen, aber die Wege da gucken, von denen der Lohai geschwärzt hat. Also klingt interessant. Und ja, sind immer offen für neue Regionen vom Land zu entdecken. Ja, weil du bist als ein erster Gast, den nicht aus dem Minot ist. Dafür wollt man vielleicht an den Quiz da rangehen. Ja, wir können an den Quiz-Time. Gianni hat noch eine Frage. Ich habe das noch vergessen, den Did You Know, weil der passt ja nach echt zum Site wie Dono. Und das ist sich, also haben wir ja immer einen Did You Know, entweder über diese Gast oder über die Location, wo wir sehen. Und das hier also über die Location. Did you know? Und du hast Did you know, dass heute den von denen ähnlichen Sitten ist, die nach also von dem Minenarbeit dann ja, voilà, Erzbeförderung, den nach so gut erhalten ist, weil den heute das wirklich also die Gebäude stehen nach, den Zugang zu den Minen sind nach Sto und das ist von denen, die wirklich noch so an dem kompletten so ein Ensemble erhalten goufen. Hier am Land oder auch? Mal hier in der Region auf alle Fall, ja. Ich weiß nicht, vielleicht könnte es in Frankreich oder da vielleicht noch gehen, mehr auf alle Fall hier in der Südregion von Lützeburg ist das heute den Ähnchen, den so komplett mit allen Elementen kommt erhalten bleiben. I did not know that. Du sagst Did you know? Cool, weil ja, merci Jenny für den Did You Know. Kein Ja, Problem. komm wir mal an als Quiz-Time. Fast der Pretz. Also wir machen ja alle Spaß. mit. Ich hoffe. Wir wissen noch nicht, was du könnt. Genau, wir machen alle mit. Und ja, ehe wir mit den Quiz anfangen, kann ich ein bisschen Hintergrundinfos. Also am Anfang, weil wir sitzen hier ja an den Minot UNESCO Biosphäre. Und das ist ganz neu und das ist nicht so bekannt. Noch nicht. Und, also viele Leute kennen noch nicht, was eine Biosphäre ist. Und ich habe gedacht, das kennt uns ein Quiz darüber. Dann gehen wir von dann raus, was eine Biosphäre ist und was das für den Minot dann auch heißt. Ja, genau. Also nur die Minenzeiten, also die Tagebauzeiten, an die spät 80er Jahre aus den Allergrund selber dann eine Naturreserve gehen, weil auch viel andere Plätze am Minot. Und dann, wo aber echt dann 2016 ein Prozess angefangen ging ist, von den ProSüd und von 11 Gemeinden am Minot für den UNESCO-Biosphäre-Status anzufragen bei der UNESCO. Und das hat dann ziemlich lange gedauert. Genau, und das ist dann 4 Jahre danach tatsächlich geschieht. Und am Oktober 2020
hat den Minat dann die Auszeichnung als UNESCO-Biosphäre bekommen. Also den Minat als UNESCO-Biosphäre. Und ja, was heißt das? Und dafür den Quiz. It's Quiz time! Also, als echt froh, war das eine Biosphäre? Ich schon noch verschiedene Antworten. Mehr als eine Antwort ist richtig. Okay, war das eine Biosphäre? A. Ein Naturschutzgebiet mit Fokus auf die Erhaltung von Biodiversität. B. Eine Region, wodurch Bürgerengagement, nachhaltige Entwicklung, Education und Erhaltung von Natur und historischem Patrimoine, eine harmonische Relation zwischen urbanen Aktivitäten und Natur gefördert geht. Oder C. Oder auch C. Eine von der UNESCO ausgezeichnete Region mit verschiedenen Zonen inklusive Naturschutzgebiete und Urban Infrastructure. Ich fand das alles richtig. Also, ich will. Ich hätte auch gedacht, die drei Ich meine, Sachen ne? können irgendwie Ja. passen. Ja. Hanna, du hast das aber richtig schwer gemacht. Was meinst du das, Sven? Ja, ich ging auf jeden Fall A, A, B so ein, ja, also C kann doch irgendwie passen. Ne? Ja, ich meine noch ein bisschen von allem. Also A, B, C. Ja, weil Urban Infrastructure ist ja auch bei Anfang mit dabei. Ja, weil das für Man and the Biosphere. Das heißt, ich Genau. ging so in allen drei. Mhm. Ja, was Ja. ist deine Antwort? Ich will wissen. Ja, genau, das all drei. Am Anfang das all drei. Trick Ihr seid question. richtig. Ja, das war aber nur Mir das ist schon interessant und noch vielleicht schwer zu verstehen, dass der Mann an Gebäude, von denen der Mann gebaut wird, auch geschützt sind, dass wir wirklich alle den Mann Genau. in Biosphere And the woman. and the And the woman. Ja, ich so immer Woman an Biosphere. very Ja. good point. Ja, genau. Also eine Herausforderung von einer Biosphäre, also wenn eine Region eine Biosphäre will gehen, es muss an Geschichte von Region an lo auch aktuell eine Relation zwischen Mensch und Natur gehen. Also irgendwie muss der Mensch einen Impact auf die Natur gemacht haben oder an lo auch hat. Also an Das geht nicht nur, dass dann für eine Region ist, wo einfach viel eine große Varietät von Tieren gibt oder eine große Varietät von Pflanzen. Das muss auch mit dem Mensch etwas zu tun haben. Genau, es muss etwas mit dem Mensch zu tun haben. Also sei das Tourismus oder sei das Education irgendwie. Es muss irgendwie eine Beziehung zwischen die zwei haben. Und hier Minat ist dann ein perfektes Beispiel, weil durch meine Geschichte, das wo ja einen ganz starken Impact auf die Natur an lo geht es ja auch weiter, weil wir lo den Minat auch, also wir wohnen ja an den Minat, wir sind hier in NRW, wir gehen an die Natur, wir trippeln, wir Mountainbiken und wir schaffen und wohnen und gehen an Kaffee und so weiter. Also wir haben auch immer eine Relation mit Natur und das was eine Biosphäre ausmacht. Und, Und du siehst Hanna auch, dass die auch viele Bürger, wie sind das, Bürger engagieren. Ja, Bürger billig. Ja. Die macht das ja auch, gell? Ja, also anderen Programm. die zweite Herausforderung ist dann, dass die Relation soll ja nachhaltig und harmonisch sein. Also das heißt, dass, ja, weißt du, siehst wir machen dann, wir probieren an den Minat UNESCO Biosphäre Büro ganz viele Aktivitäten mit Bürgern zu machen, sodass sie positiv mit der Umwelt umgehen und einfach für Education für die Bürger zu gehen und dass sie auch partizipativ dabei können sein für nachhaltige Entwicklung engagend können sein, für hier Ideen umzuholen und sodass sie ein Teil von der Natur und die ganze Platz dominiert sind. Ist das eine Neuigkeit für dich, Sven, dass der Teil Minat UNESCO Biosphere ist? Also ich hatte schon von der Hören, mir was das genau bedeutet, was ich noch nicht. Also schon definitiv etwas beigelernt. Cool. Ja, das ist einfach, also es gibt schon also Biosphären überall an der Welt, also mehr als 700 weltweit.
Und das ist schon ein bisschen versteckt, meine ich, diesen Konzept. Aber ich meine, es verbreitet sich immer mehr. Und ich meine, den Endziel aus der ganz Welt irgendwie, aus dass wir ja, immer an eine gute Relation mit der Natur wohnen und dass wir weiter, ökonomisch weiter können gehen, wir nur halt an eine nachhaltige Art und Weise. Ich gesehen, was idealistisch. Ja, kann ich Das so. noch viel zu dienen bis dahin. Ja. Ja, genau, dann kommen wir auf als Tweet vor. Da das zwar, es gibt 3 verschiedene Typen von Zonen an einer Biosphäre. Was sind sie? Und los, nimm eine Antwort richtig. A. Care, Puffer und Transitionszonen. B. Naturschutz, Puffer und Industriezonen. Oder C. Care, Misch- und Grenzzonen. Was ist eine Pufferzone? Das ist ein Kerzen. Was? Nee. Aber das ist ein Kerzen. Okay, also ein Kerzen ist Zentralzone oder die Zone, die am wichtigsten ist. Ja, okay. Und das Der ist in Care. diesem Fall. Okay, ja, Ja, verstanden. genau. Und dann Puffer ist dann die Zone zwischen Care und dann die andere Zone. Auch nicht zu verraten, weil es einfach richtig ist. Also wirklich wie ein Puffer, also zwischen 2 Sachen. Ja, genau. Oh, na, du hast es zwar Haut Ich meine, schwer gemacht. Also, ich muss sagen, wenn ich richtig den Weekend noch gelauscht habe, also wenn ich richtig bei dem ersten Geburtstag noch gelauscht habe bei der Präsentation, meine ich, dass es A ist. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ich gebe aber auch den Industriezonen dann aber mittuellen. Ich meine das B. Ja, ich hätte auch nur B gesagt. Also ich habe doch nur A gesagt wie Lori. Okay, ja, das A. Also da. Ja. Nee, Mir ist schon nicht schon tricky gemacht, weil ja, also Industrialzonen gehören ja zu, also das ist ein Tricky. Trick. Die Industrialzonen gehören die zu Kehrzonen. Welche Zone? Also die Industrie gehört dann zu Kehrzonen. Ja, also Umfang. Oder Ja, also ich erkläre nicht kurz. Also die Kehrzonen sind dann die wichtigsten Zonen. Da ist dann die Naturschutzgebiete, Natura 2000 Naturschutzgebiete, wo es auch die Allminen überrascht an Industrialpatrimoine so geht. Das ist die Kurzzonen und die sind total geschützt und du können Leute noch immer trippeln und so. Mehr Aktivitäten sind beschränkt auf Recherche und Monitoring. Und Monitoring ist dann, wo die Rechercher oder ANF dann rangehen und dann gucken, dass alle Spezien noch immer da sind oder zuhören, einfach zu sehen, die Gesundheit von also den Status von den Set und gucken, dass alles gut erhalten bleibt. Und dann, also Care und dann Pufferzone ist dann die Zone zwischen Care-Zone und Transitionszone. Also das soll am Anfang ein Puffer sein, sodass die menschlichen Aktivitäten nicht den Care-Zonen schlecht beeinflussen. Okay. Genau, und dann Transitionszonen sind dann, wo Menschen dann leben, wohnen, schaffen, sozial in der sind. Ja, genau. Gut, dann dritte Frage. Es gibt eine Truppe von Schafen, die durch die Natur von den Minen trippeln, so durch den Allergrund. Für wer ist das? Lo sind 2 Antworten möglich. Sorry, ich bin wirklich ein bisschen tricky. This is the hardest quiz I've ever done. Okay, A, für Schäferchen zu trainieren. B, für die geschützten Trockenwiesen zu verdüngen. C, für die Naturschutzreserven an Natura 2000 Gebiete an eine natürliche Art und Weise zu mähen. Oder D, für die Biodiversität von der Minat-Vegetation zu erhalten durch Verbreitung von genetischem Material zwischen verschiedenen Regionen am Minat. Wow. Also ich könnte mir B und D gut vorstellen. Mal. Also ich kann mir vorstellen, dass die Schafe dann eben durch ihren Kot dann eben
die Region ein bisschen verdüngen dann so. Und dadurch eben auch dann die, ja, eben das bisschen verbreden, so die, ja, ich weiß nicht. Ja, Das wäre mal genetisches Menge- Material genetisches Material, verbreden. genau. Mhm. Das wäre mal Okay. eine Überlegung, so, ich weiß nicht. Ja, klingt schon gut. Ich fand, das klingt ganz logisch. Ja, ich meine, ja. Also für Tönen zu trainieren, müssen sie nicht unbedingt an eine biodivers Region kommen. Also das schenkt mir unwahrscheinlich. Stimmt wahrscheinlich. Depends on the demands von den Hunden. Also. Nee, ich meine noch, ich sehe eins mit dem Sven. Okay. Ja, ich weiß auch, weil wir hatten die ganz so gut nur gelauscht, dort Lorian nicht dafür. Ja, genau. Am Weekend hatten wir den Geburtstag von den UNESCO-Bios. Das war den 11. Dezember, gell? Ja, genau. Ja. Den ersten Wir- Geburtstag. Ja, den ersten Geburtstag. Für einfach Kontext zu setzen. Ja, genau. Mir ist so und dann, ja, also das eigentlich C und D. Ja, also es gibt Schuhe, die rundherum laufen. Für eine natürlich Art und Weise für zu mähen und für genetisches Material zu verbreiten. Und das durch dem die Schafe dann kleine Stücke von Pflanzen und Vegetation und Fell mitbringen und dann überall verbreiten. Dadurch. Das ist, sie sind am Anfang ein bisschen wie die Bayern NRW dann in dem Moment, Ja, da kann die ich die so Polen sagen. Ja. auch mitschläfen. Ja. Ja, Ja, okay, sehr das ist cool. interessant. Ich hätte wirklich gedacht, dass durch das, was sie ausschäden, das ging mit transportieren, mit das am Anfang Ja, das ist am Anfang das interessant, dass das am Feld an dem Ja, Moment ja. mitschläfen. Ah, genau. Du hast die Mina der Schofler nicht gesehen, zwar, gell? Nee. Weil, also, ja, wirklich Fun Fact, weil Mina der Schof sind auch so ein bisschen rot und passen am Anfang auch gut bei der roten Bude. Ja. Wirklich? Das wusste ich auch Sie nicht. sind Nicht super rot. Nee, braunrot. Also sie passen wirklich, sie könnten sich gut tarnen. Ja, die sind tatsächlich ganz süß und ich gesehen die immer Highland laufen. Nee, Also das wie kann man sich das vorstellen? Also das ganz Feld? Nee, Oder nee, sie so einfach- aussetzt, die ein bisschen an der Trudel zu Ja, man gehen? sieht Das so. ist so die Haut Alles, von was den... sozusagen Ja. aus Okay. der Wolle raussticht, das ist so, ja, braunrot. Also sie sind so, nicht dunkelbraun, mehr so wirklich, also, Minat stehen ein bisschen mehr an Trode, an braun dran. Ja, mehr da musst du wirklich, mal ein also- Jahr gesehen. Ne? Ja, ja. Wir können ja schon ein Foto an als Schönheit setzen, da können Ja, wir auf jeden gucken. Fall. Sind am Anfang Die ganz, sind- ganz süß. Ja, ich meine, sie hatten bei ihrem Geburtstag da gesagt, da treinst du noch ein, zwei Gästen dabei sehen, weil die irgendwie Tolz zerklangen. Genau, Und so hilft das darum, für die Trockenwiesen Zu zu erhalten. erhalten, weil die da so knabbern und da geht das Futti. Genau. Ja, ich kann dazu etwas sagen, weil hi an... was lacht? Weil Charlie ganz gut nur gelauscht hat. Ja. Von dem Tieren geht das immer gut nur, weil ich fand den Tieren immer ganz lieb. Und dafür Ja, ich weil... extra gut nur gelauscht bei der Show. Ja, das ist ganz gut, weil, ja, genau, also am Minnet geht es viel Trockenwiesen, die in Schutz stehen. Also, das meint ihr nicht viel. Also, den denkt immer, du hast Wald, das ist natürlich geschützt, mehr die Wiesen, das ist nicht mehr krass mehr. Also, in der Schei am Minnet sind die ganz speziell, weil den Boden auch ganz speziell ist, viel Kalk, also Hut, und das heißt ganz speziell Arten von Vegetation. Da sehen, die sind dann geschützt an Anfang, also das Wichtigste, dass die Schafe dann sehen, die mähen am Anfang, weil da das Männer stehrend und Vegetation und das heißt, dass sie nicht so viel Großwurzeln, die ganz verschiedenen Arten von Gras, mehr auch, dass sie nicht so viel gesteuert gehen, was manchmal passiert durch mechanisch Mähen und dass sie dann nicht zurückwurzeln können. Und dann mit Gäßen, also interessant, weil die sind ganz spezifisch, was sie essen. Weißt du, siehst, die essen dann mehr holzhaltig
Pflanzen. Das heißt, die Käse sind Feinschmecker. Genau, du weinst sind die nehmen manchmal am Ersatz, du, weil das echt also ganzen Rasen dann gemäht geht und als ganz spezifisch. Also schon gerade drüber durch zu nicht daran, wenn du gedorren Naturschutzgebiet ob da nicht, also da nicht. Und du als auch all als Bauer, den man zinge schuf, ich weiß nicht, ob der selbst Bauer ist, mit dem auch mal zinge schuf, du durchgeht. Und ich hatte am Anfang müssen auf den Antwort kommen, weil du nur eben auch mal ganz wie gemein quasi, also für mich kurz wie viel drin. Und ja, das du weißt, ob man es wieso. Ja, cool. Ja. Immer Was ein bisschen einen roten Ton haben. Aber wieso so einen Ton, ja. Ja, Da weißt du, wo sie herkommen. So, genug von Schof geschwärzt, oder? ja. Eng aner wo fënnen die Shownotes du, weil wiech die echt Folge gelauscht hat hunn ich war so net genau woch die fannen. Merci sehr. Also Ja, Feedback von Ange. Ja, das so wir machen als Schönheitsamfang auf all als Webpages, der Tisch von der alles Organisationen kennt, also den MOA, den IKCNCI an den UNESCO Biosphere, wir machen alle als Schönheitsamfang auf als Einzel-Webseiten. Okay. Der Tisch, die könnt du sicher gehen, ja, du kriegst da mehr Infos zu den verschiedenen Themen, wo wir schwätzen. Auch Foto von mir netter Show. Ganz wichtig. genau. Cool, dann das Wort von mir für den Quiz. Ich gehe dann Mikro über für ihr, Florian, Jenny. Ja, mir Die noch ein hat- paar ja. Industrie-Geschichte frohen. Am Anfang wollte man von erst wissen, wie das wir ja heute an der Salle des Pendus sind, für was früher heute Kleider am Anfang abgezogen wurden. Den Paul hier am Museum hat uns das ein bisschen erklärt. Die wisst schon, die hat schon ein bisschen Bescheid gesagt. Aber da könnt ihr uns vielleicht ein bisschen suchen. Also, vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen mehr im Detail erklären, weil ich schon nicht so verstanden. Die Arbeiter sind damals, am Anfang war es eine Umkleidekabine, also und dann hier nach nicht dreckige Kleidung abgehangen, abgezogen und dann hier die Arbeitsgezei getan. Was sie dann zurück aus der Mine gekommen sind, haben sie hier nicht dreckige Kleidung raufgezogen. Genau. Und wisst ihr, für was das am Anfang auf den Plafond gezogen wurde? Weil du besser droschend. Ja. Das ist von denen Gründen, aber das am Anfang auch, wisst ihr vielleicht für was oder vielleicht eine Idee? Für Dass die Platz Ratten zu- nicht zurückkommen. Platz zu spüren. Genau, oder? das ist richtig, wie du siehst. Wir einfach Platz zu spüren, am Anfang aus praktischen Gründen auch. Und ja, ich meine, Marike, du suchst auch nach etwas gerade. Ja, aber ich kann den heute Boden schnell waschen und auch Ratten und die Mais, die sind dann nicht und in Kleider kommen. Ja. Und ich meine, den Paul hat auch gemeint, dass die Kleidung nicht so leicht geklaut gesehen. Die haben auch ein Schloss drauf. Ja, genau, sie haben immer Schloss drauf gehangen, für das kein anderen das kann Ja. aufholen. Ja. Also am Anfang. Wir hängen danach, meine ich. Ja, du. Ja. Das ist wirklich schwer. Das ist am Anfang eine moderne Kunstinstallation. Ja. Das auch, bist du so Anna, für drin, dass es ein bisschen Harry Potter Ja, mäßig. es hat mich schon Harry Potter erinnert. Ich weiß nicht, ob Vibes das, weil das gesagt als geben die Kleidung du flehen oder ich weiß nicht. Mehr. Also du hast mir aus von der Zunge geschwert, also schon noch gedacht, es wäre so ein modern, also du selbst so aus wie ein modern Kunstinstallation. Ja. Also das, ich weiß nicht, ob da schon an der Bananenfabrik zu bauen wie war, da hängen Uwen auch so Kleider rundherum und das erinnert mich ein bisschen daran. Da hängen zwar dann so Rack an so Sachen, da an Haus eben dann die Kleidung von den Arbeiter. Das ist ganz impressionant, da zu gucken. Okay. Also, dann haben wir noch eine Final Frage. Wie viele Tonnen Eisenerz ist hier am Jahr 1907 aufgebaut gehen? Mir noch ABC antworten. Das ist just eine Antwort richtig. Also, dann haben wir A 177.000 Tonnen, B 100.000 Tonnen oder C 190.000 Tonnen.
Ich gebe 190.000 so. Also 1 Tonne ist ja schon mal ziemlich viel. 190.000 Tonnen. Aber bon, das weit Eisenerz, das ja auch, das weit ja auch bestimmt etwas. Wir schwätzen halt von einem Jahr, an einem Jahr. Das ist so ein 177.000. Ich so in den allerhöchsten 190.000. Also es waren du es recht. Das ist den Erden 177.000. Ja, das ist wirklich viel. Das war am Anfang 1907 war am Anfang der Peak, hat ich gelesen, von der Peak, den erreicht ging aus von den Tonnen. Wow. Ja. Impressionant. Na ja, Sven, du hast ja am Anfang Weiter geht's. ein ziemlich moderner Beruf, gebe ich so an. Also ich muss so denken, die Überlegung für Druck war besser wie die heute. Wie war die Überlegung könnt noch? Ah, okay, pardon, ich bin nicht zufrieden. Erbracht. Quirky question. Ja, als Freestyler und als Videograf, das ist ja schon ein ziemlich moderner Beruf. Also ein Beruf, den ich vielleicht nicht für sogar 30 Jahre hat könnte machen oder so ausüben. Mir wollte von dir wissen, wann du 100 Jahre zurück an Zeit kennst gehen, weil wir ja aber wirklich an dieser Geschichte sind. Was hast du da für einen Job gemacht? Das ist ein ganz gut froh. Ich denke, dass ich das schwer so natürlich mit dem Wissen, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ging ich wahrscheinlich auch irgendwie künstlerisch unterwegs sein. Vielleicht irgendwie Musik vielleicht machen oder dass ich irgendwie gegen Fresken malen oder so etwas. Das ging mich auf jeden Fall auch interessieren, das zu machen. Ja, ich weiß nicht. Also Okay. nicht an die Minen. Wahrscheinlich nicht, nee. Fair enough. Also schon, ja, mehr ein künstlerischer Beruf. Ja, wahrscheinlich. Ist, Ja. Also wenn ich also Haut kennt dezidieren, was ich damals gemacht hat, da ging ich so etwas wahrscheinlich machen. Aber da muss ich natürlich bedenken, dass in 400 Jahren dann vielleicht nicht den Luxus hat, entre guillemets, für so eine schmulle Fresken. Du gehst an Min. Aber Min, Das Fresken Radio bin bringen ich keinen meine. Demos hast viel Männer, Künstler eigentlich gehen und wie du siehst, den Luxus zu haben, für selbst zu machen, hätte ich wahrscheinlich Demos nicht gehabt. Das ist, wahrscheinlich wäre ich aber an Mine gegangen in dem Moment. Das ist ja, das ist aber auch ein traurigen Übergang. Wir sind ja auch viel Kanner und müssen an der Mine schaffen. Es war ja wirklich, ein ganz hart Arbeit. Und ja, ich meine, dafür ist es doch wichtig, dass die Geschichte ein bisschen erhalten wird. Und mit dafür ist als Podcast auch so, dass man dann auch die moderne Arbeit von Haut an Jobs nicht mehr vergleichen, mit dass wir darüber, dass wir zusammen darüber schwatzen. Aber interessant, dass es wie, also nur wenn wir zurück auf Berufe gehen, wie sich das alles entwickelt hat, weil heute gehen Berufe, die damals nicht gehen, an damals gehen Berufe, die heute nicht mehr gehen. Und ich muss einfach daran denken, wenn Leute Minere gingen wissen, dass wir hier sitzen und einen Podcast abholen, da wo sie sich eigentlich so getan haben, das hatten die ja damals gar nicht verstanden. Und das sind nur so, also wenn du so zurückdenkst, das ist einfach so erstaunlich, dass es nicht so lange hier ist und sich aber so viel geändert hat, seitdem es Berufswahl du geht, was das Leben du geht. Und, ja. Ja, ich fand auch impressionant, dass der Fortschritt am Anfang immer mehr schnell auch geht. Das heißt, hallo, andere Jahre werden sie hier wahrscheinlich, keine Ahnung, in den Virtual Reality Podcast abholen, ich weiß nicht. Also. Ja. Zu den, was du für drin suchst, Jenny, zu den Berufen, die nicht mehr gibt. Ich meine, das ist aber auch interessant, für sich bewusst zu sein, dass es von Haut nach immer Berufe gehen, die wo die Leute zum Beispiel auch hier Gezei musste bezahlen, so die Force, Genau, ja. selbstständig
weil Mineren hun auch selber müssen hier ege Kabitslute bezahlen zum Beispiel an du hast lo de Muse von der Arbeit auch dabei für eine Ausstellung für zu bereden die heißt On Free Labor und du an anderem geht es auch false Self-Employment das heißt Leute die selbstständig sind, mengen, dass sie selbstständig sind und dann aber auch wie zum Beispiel die Essenslieferanten, die Riders, die an dieser Überisation von unserer Welt im Moment gehen es ja ganz viele neue Jobs, die mengen, dass sie selbstständig sind, wir aber ganz schlimm Arbeitskonditionen haben und auch hier ihren Gezeih muss bezahlen. Und da tun ich gerade im Kopf so die Connection gemacht, weil ja, wir sind mehr wie 100 Jahre mehr spät, aber es gibt aber noch so Grauzonen, wo sich auch noch viel entwickelt, meine ich, arbeitsrechtlich gesehen. Ja, das fand ich alles ganz krass rauszufinden. Also, das so, ja, geschieht das. Und da muss noch viel zu verbessern. Von, weißt du, siehst in Amerika, dass es haut auch noch viel arbeitslich noch zu verbessern gibt. Und ich meine, von meiner Seite auch vieles an der Natur viel zu verbessern gibt. Aber ich meine, das ist die Idee von den Minet UNESCO Biosphäre, dass alle, also, dass wir weiterentwickeln an eine gute Richtung. Menuhaltig. Wir befinden uns an der Transitionszone. Genau. Genau. Und ich meine, das ist ein guter Aufschluss für los zum Schluss zu kommen. Wir führen, dass wir wirklich abhalten. Ich wollte Sven just nachfragen, hast du dann Projekte, die in Zukunft kommen, wo Leute dann vielleicht deine Arbeit können gesehen oder ja, oder das persönlich treffen ja, können. also ich hatte von einem Projekt umlaufen mit Lin Jung und mit Isaiah Wilson. Das ist eine Tanzproduktion, die Sahasa heißt. Die wird von Gilles Crovisier choreografiert. Und ja, wir hatten am Anfang mehr wie 2 Monate lang geprobt und das ganz ausstudiert. Und ja, da hat man als Premiere gemacht, 100 Stück 4 gefordert für Kanner und dann hat man leider einen Vierfall, wo ich krank bin oder wo ich krank bin, das kann ich auch so sagen. Und ja, dann wird ein bisschen aufgesucht gehen. Und das geht dann am April, Mai für die Schulklasse 4 gefordert und am November, das war nach Jahr bis dahin, ja, das geht dann an der Rotonden, am KP an der Schmelsuch, also es geht auf verschiedene Plätze 4 gefordert. Ja, das ist eine Produktion, wo man am Anfang den Freestyle-Fußball, dem Linio seine Disziplin als Parcours und dem Isaiah seine Disziplin als Tanzen, wo man die 3 Disziplinen mit denen kombinieren an einem Showpiece. An einem Showpiece, ja, an einer Performance, genau. Und das für die Kanner hauptsächlich? Hauptsächlich für das junge Publikum, ja. Aber ich ging so, dass jeder daraus seine Lehre kann sehen oder auch Fried kann und dem Steck holen, für das zu gucken. Ich bin gespannt. Mir auch. Es wird spannend. Darf ich noch aufschließend etwas sagen? Ja. Also, ich wollte erst so, dass dir einfach also wie ich die echt Folge so gelauscht habe, die einfach eine mega Energie an dem Podcast. Also es wird viel gelacht, das ist eine super Stimmung so und du willst halt auch entschieden, für hinzukommen. Weil einfach ich nur gelauscht habe und ich hatte die ganze Zeit ein Grinsen am Gesicht und das tut einfach Spaß gemacht zu lauschen. Du willst Respekt du nicht, das ja schon mega flott von an. Du lernst selbst dabei und du lernst neue Leute kennen, das ja, flott Arbeit mal daheim. Ja, merci für das schöne Kompliment. Ja, das ist wirklich safe, merci. Und wir sind auch ganz froh, dass du gekommen warst, wirklich. Also wir hören uns wirklich auch raus, also wir sichern immer cool Leute raus und wir haben gedacht, wow, hier ist wirklich cool und hier kombiniert so cool professionell, nee, wirklich. Und wir sind wirklich froh, dass du daheim warst. Das lieb, ja, merci, dass ich konnte hinkommen, dass er mich invitiert hat.
Und wir wollen gerne ein paar Tricks nach von dir gesehen. Du Genau, weißt, ja, da kannst du ja. uns beweisen, das wäre Ja. nicht schlecht. Also du hast dir deinen Ball mal gebrüscht. Genau, wir malen ein paar Fotos und dann können nur Lauschauer auch ein bisschen sich vielleicht vorstellen. Ja, vielleicht machen wir noch ein kleines Video. Oder für Video, euch. ja, Genau, Video, da- natürlich. Da können wir gesehen. Ja, ja, Okay. ich meine, wir schlossen dann auf und gehen das dann machen. Ja, viel dann noch ein kleines Film aus. Merci an Jutverin. Und ja, Aber vergiss nicht den Hashtag zu folgen. Hashtag ja, Mashup. Hashtag Mashup, genau. Liken, sharen, alles. Na ja, dann Goodbye, Sal von Duc. Das ist lecker, so Marie. Goodbye, Sal von Duc. Adi. Adi, Hanna, bis nächstes Ja, Jahr. bis nächstes Ciao. Jahr. Ciao.